Finalement Mënsche verurcht die Leute gesagt und das wirklich eng respektlosig verstehen mir hun aber die große Chance als Lützeburger geniale Premierminister zu entretemps wissen wir überhaupt nicht mehr, wer das geht am Platz großtrabende man mit dem Blabla zu kommen wir wollen eng Universität d'Excellence und so weiter net mehr kommen machen Basics. Den Erbesminister Mol eng Keier seet kreicht Krokodils Tränen. Den David Wagner nech de Markbaum en her neis Haut iwwer die aktuell politisch Sujet, wie mir se gesinn, wie mir soll liewen. Voilà, David Matenrem puer ustrengen Wochen die Lächzeit mun eng ganz rich Sache an de Kommissionen zur Spruchbrot. Notamment die neue Tarifstruktur déi jitreen am moment am gang ass de verkurbelen ke blick so richtig durch. Du hat man de Minister an Beamten gefrot fir ze kommen an blick mal bisse méi durch. E bëssen awer schon also wirklich kompliziert mir hatten eng Sitzung eben an der Kommission an do sie noch Beamten vum ILR kommen, dat das de Regulationsinstitut den eben die Tarifstruktur festlegt. Das kompliziert mit guten gut Erklärungen mir ich mein, da brauche noch viel Konzentrationskraft für da durchzukommen wann den da nicht gewinnt das en gros also so weil CO2 Sachen die simultan geschehen die nicht unbedingt mal den zu dienen und das ein bisschen den Zufall Deckel für Energiepreise gedoof geschafft ab den 1. Januar und nur ab den 1. Januar gibt doch eine neue Tarifstruktur für den Strom. Hier Ziel as het sech fir dat Leiit sollen Strom konsumieren außerhalb vun de Piken, weil de Reso fir de Reso Manner ze belächten. Dat hecht Leiit mis nu sech belohnt gin fir aushalb vun de Piken Strom zu konsumieren. De Peak dat wird zum Beispiel fir normal steht wann Leiit hemkommen ab 5 Wauer 6 sauer ja und dann geplur du gemacht den Uwe du gemacht und so weiter dat hecht dat du sech dat mis bisssen so aufgeflecht gin Problem schüst fir die normal stierflech Leiit 90% von der Bevölkerung du kannst net einfach Leiit schaffen als sie kommen um 5 Wauer 6 sauer hem ausser so Maschinen diese Kinder regulieren höchstens mit der tun die allermannste Leid voilà, dat wird irgendwie nicht anderen zur Zeit aus dat dann aber auch nicht schlimm weil sich wird nicht viel mehr geht also bis noch Kontradiktion so, sie wollen Leid ein dussen Incentive gehen für das Leid sich darüber ausstellen mais bon und sowieso nicht viel ausmöchte wie das mal gesund tun finanziell boah, dann wird reden so weiter vor wie bis par contre wann dein Keier wirklich einen Unterschied möchte, dann aber vielleicht ein Problem, weil das ja einfach nicht so evident so, dass ihr nicht wieder in den Teletravail möchte und so weiter. Dann den OB-Mol heben könnt, als ein Besoin brach und dann OB-Mol als ein Ava am Pig und dann müsst ihr mehr bezahlen. So weit sind wir noch nicht mehr, das ja nicht auszuschließen. Ja, und ich denke noch, also so wie ich doch verstanden und ich war in der Kommission, dat den Trüger sie gucken einfach all Menage einzeln. Sie gucken aber nicht, was das Komposition von Menage. Ja. An evidenterweise eng Familie, die méi Kanner huet, wo kann da vielleicht um Computer sitzen, de Mann ass am Gang zu kachen, andere Aktivitäten sind, dat hicht in ganz hege Pike an de gin selwicht verraschend eigentlich wéi en den Läng as an die Manner verbraucht. Dat hicht eigentlich als eng Penalisierung vun State mat méi Leiit dran, weil ebe final net nimmen de Strom verraschend gëtt, wat schon normal ist, du sollst was du verbrauchst eben noch Netz und du kannst dann direkt an eng einer Kategorie wo du Doffis méi muss bezwillen und dafür as schon aber mengglisch gefeierlich fellet an Richtung geht dat Leiit mat die zu méi doheim sehen riskieren méi mussssen ze bezwille wie Leute die längen sehen das war net nimmen dat wat lo spielt mé an plus den 1. Januar knappes nach bei
Ja, und da hat man eine Motion gemacht, Ja. weil mir und das Woche an der Chambre gewesen das Gesetz gestimmt von dieser Regierung, wo all Telefon Subventionen für die Energie, nicht nur Strom, mehr auch Gas, Masut, Pellets etc. Do für also schon 2010 und 2022, 2021, 2022 habe ich auch Subventionen auf die Energie gemacht, weil wenn es der Preis an die so an die Luft gegangen sind. Bon, an lo ginn déi all aufgeschafft bis Subvention op der Strom, wo jo zu enger firdroun war Subvention op 60%, weil dat entspricht auch der Erhechung lo geht so hoch op 30%, met das nach immer 30%. Me all de recht Gas, Masut, Pellets etc. Dat werd den 1. Januar aufgeschafft gin, do fir mir eng Motion deposéiert ze summen och mat SAP mit Piraten. Für zu so nehmen, wir mussten nach die Hölle von einem EU nach alle Energiequell EU nach erweitern, weil das aber noch nicht so klar, so wie die Regierung behauptet, dass die Preise raufgehen. Wir sind der Meinung, dass die Leute sollen aber noch können sich also Energie gebrauchen noch Gas, aber so wir wissen, das nicht ökologisch. Es gibt zurzeit keine Alternative. Bon, voilà. Weil da das ja nur sagt, die Geringe zum Beispiel sich enthalten nun. Wir sind aber der Meinung, ja, es braucht Alternativen. Wir wollen noch ein anderes System, wir wollen eine Staffelung von der Energie, so wie wir da doch beim Wasser proposieren. Das hat ja auch mit der Tarifstruktur zu dienen, weil sie sind am Verursacherprinzip an. Wir sind nicht immer da verstanden. Wir sind der Meinung, dass den muss assurieren, dass jeder Access hat und Energie. Und dann wird gestaffelt, an die wirklich verbitzen, die sollen dann auch gut bezahlen. Voilà, das ist das, was wir proposieren. Aber en attendant, wie das nicht existiert, dann soll nach einem Jahr all die Eden weiter gefördert gehen. Und kann ich vielleicht dabei sein, du durch da ist Motion nicht ugeholt ginas werdet dazu feiern, dass den durchschnittliche Studlo 670 € mehr Gas bezahlen muss am Jahr, respektiv 1000 € mehr bezahlen muss von den Wärmepumpen. Ja. Und du seid ihnen allein schon, dass das aber wirklich für Städt einen großen Abschnitt kann sehen an. Als Idee von der Staffelung besteht schon noch daran, dass man so einen Grundsockel, also dat war de Mënsche divaluiere braucht, dat soll ganz billig zur Verfügung gestaltet gehen, dat soll net an Kächte fallen. Da gibt die Bereich den normale Konsum, wo der normale Preis soll göllen, aber wirklich verbitzen ass. Dorop soll dann eng Stroh oder mirhege Preis sinn, vier Leute eben sensitieren Manner zu verbrauchen oder Bewusstsein zu schärfen für Manner zu brauchen. Dat wie sozial gerecht, an net wie ökologisch. Ja, dat ist auch das wird man beim Wasser so, die Wasser brauchen für zu kochen, auch für sich zu waschen, normal, also quasi frei, bis ein gewissen Beitrag an die wollen dann ihren Auto waschen, das macht mehr, an die ein Piscine und die müssen wirklich zur Käse kommen. Auch mit diesem Stromtarif, das ist gesagt, Wärmepumpe, Elektroauto, also Leute, die aber vielleicht nicht vormachen, für eben mehr ökologisch zu sein, die gehen nicht belohnt. Die gehen noch ein bisschen mehr bestraft, das möchte ich auch sagen. Ja, das aus dem Luc Frieden, seine Umweltpolitik, die anscheinend mehr Spaß machen. Ja, ich meine, sind da viele, die genervt sind. Ich denke das doch. Mehr Kruten Karton. Oh, das klingt schon stark. Du hast aber einen im Eisleif geduld. Ja, das ist das. Sollen wir mal gucken. Eieiei. Was soll das sein? Oh, das ist ein Zitat. Ich sehe nicht überzeugt davon, dass diese Regierung überhaupt eine Reform wird machen. Romain Wolf, Präsident von der CGFP, der 6. Dezember BRDL, Invité von der Reaktion. David, was fällt euch dazu an? Mischt die Regierung eine Rentereform? Gucken wir hier ein bisschen an Glaskugeln. Aber wenn der Schnee an Männer wie eine Minute leidet, da gebe ich so, sie machen keinen. Und dann kann ich aber vielleicht kurz über Pensionsreform selber schwätzen. Also die Regierung ist schon da, aber
ob eng weh den kein Mensch méi versteht wat da geschieht ja. So für eng Joer am Koalitionsakkor eng Reform ugekënnecht das gesot gin den echte Pilier den universale solidarische soll mich schwach gemäht gehen an zweiten an dritten de privaten den wo das Syren dick Frikenne machen die soll mich stark gemäht gehen an du hast da gesagt gehen dann mach mal ein Konsultation von ich selber keine Idee hört da möchte ich einfach mal ein Konsultation weil du kann nicht Responsabilität aufgehen entretemps wissen wir überhaupt nicht mehr, wer das geht. Geht es darum, dass den öffentlichen Sektor eine Pensionsreform soll gemäht gehen? Da sollen die eng von der CSV. Nee, auf keinen Fall. Andere, wie der Luc Friede, sagen, ja, da muss auch eng gemäht gehen. Also so alle gut, ein Hauptproblem wir am privaten, bei den Privatversicherten, also nicht bei den Privatversicherten, mit dem Hauptproblem wir am Privat, also Salarien aus der Privatwirtschaft, den ihr System gibt nämlich funktionieren. Und das ist ein bisschen Match. Wir sind an einer Situation, wo wir Reserven haben, die mehr wie 4 Mal also die mehr wie 4 Jahre durchgehen, weil kein Mensch mehr kotisieren. Das heißt, das eigentlich überhaupt kein Stress. Und wenn sich die verschiedenen Reaktionen von der Regierung, wo eine riesige Kakophonie ist, wie, wat, wo, und tut eine andere Meinung. Aber wenn dann noch nach Glaskugel guckt, da gesagt hat, kein Schnee mehr fällt, da gibt es Mengen, dass diese Regierung keine große Reform wird machen. Aber sie wählt aber. Sie wählt gern. Aber sie wird aber wahrscheinlich auch feststellen, dass das an der Gesellschaft gar nicht so gut kennt. Weil am Gegensatz zu dem, was das Patronat sieht, haben wir zu Lützeburg gar keine so dick Pensionen. Besonders nicht an der Privatwirtschaft. Moyenne von den Pensionen liegt bei 3.500 €. Also knapp über dem qualifizierten Mindestlohn. Also damit lebt die nicht weiter. Also wann es wirklich eng wird, gibt es Alternativen wie Pensionen zu gehen. Also wir schlagen selber die Sache 4, die uns mehr gerecht wären, für Pensionen zu finanzieren. Absolut, weil von den größten Problemen ist eben, dass Pensionen zu Lützeburg, dass ganz viele Pensionen immens niedrig sind. Minimalpension die liegt bei 2.250 € am Moment. Also das liegt unter dem Armutsrisiko. Und das sind aber bald 20% von allen Pensionären, die Minimalpension kriegen. Das ist die Leute quasi doofis unter der Armutsgrenze. Und das ist auch der Grund dafür, für den Altersarmut, was für 10 Jahren ein komplettes Randphänomen war, unter 4%. Den ist an den letzten 10 Jahren auf über 10% geklommen. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren sind wir so weit, dass all 10. Pensionär von Armut bedroht ist. Und wir sind da ganz klar, die Minimalpension, die muss an die Lut gehen. Weil eine Pension soll dafür da sein, dass er am letzten Abschnitt von seinem Leben einfach dezent leben kann. Und das ist eng von den Prioritäten, die wir auf jeden Fall setzen wollen. Und wir suchen aber auch, wo wir die Suche sicher gehen, weil am System im Moment eine riesige Ungerechtigkeit ist, nämlich die daran besteht, dass all die Leute, die mehr wie 5 Mal den Mindestlohn verdienen, also da sind wir bei 13.000 plus 13.000 €, also da rüber, dass auf allem dem, was da rüber ist, gar keine Kotisation mehr müssen bezahlen. Das heißt, mehr alle gut, wir müssen 8% Kotisation bezahlen von unserem Salär für das zu finanzieren. Und die ganz dick Salären, die müssen ab 13.000 gar nicht mehr kotisieren. Und wir meinen, dass das eine Ungerechtigkeit ist. Und proposieren dürfen, dass wir den Plafond da abheben. Und wir haben auch frohe Gestalt, Question Parlamentärin, an das rauskommt, wenn wir den Plafond abheben, dann hätten wir 700 Millionen Resetten Jahr mehr. Das sind mehr wie 10% von den Resetten am Moment. Und allein mit dem bräuchte man als jahrelang keinen Gedanken über die Fiabilität vom Pensionssystem zu machen, aber könnten die kleinen Pensionen gute Krack verbessern. Ja. Das heißt, du sollst schon mir wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigedrohen, dass die Regierung einfach muss zugehen, dass es anders, dass wie Madame Depré behauptet, kein Handlungsbedarf gibt. Aber wenn Handlungsbedarf wird, da gibt es andere Alternativen. Dafür kann das vielleicht nicht so eine Reform. An muss ich so also mehr hätte schon eigentlich gern, weil das ein Element von elementarer Gerechtigkeit ist, dass die Plafond abgehoben wird. Das heißt, unabhängig davon, ob die Regierung eine große Reform plant oder nicht, Menge mehr, dass den das unbedingt direkt machen, weil das ein Element von Gerechtigkeit ist.
aber spannend das an du gesagt den aber dass sich an unserer Gesellschaft besteht dieselbe Position vertreten entretemps auch Gewerkschaften dat eng von den allerechte Pisten aus wo neue Resetten muss generieren a Platz so zu machen wie für 10 Jahre du hast schon eng Pensionsreform gegen Dave von der LSAP von Max Di Bartolomeo an dir an der bestanden just Depensen will mich klein zu machen dat hecht Renten zu kürzen am mehr so das de Kontra die kleine Rente setzen wir an Lut aber gehen neue Resette sichern nämlich bei den Leute die wirklich enorm viel verdienen dat die zumindest derselbe spezielle wie mir alle andere Also wieso lo auch eine Mobilisierung von den Gewerkschaften das Woche 2 Mal am Hotel Alvis Maindes den traditionellen die traditionelle Versammlung von der CGFP. Du wärst du dabei dabei natürlich an wo die Regierung da auch aber ferngrut vom Präsident von der CGFP war vom Generalsekretär des Steve Halliger wo so ganz rose waren weil sie zu Recht so dat kein von den zwei Parteien und gouf auch froh bei während der Wahlen kein von den zwei Regierungsparteien hat sich irgendwie engagiert für ein Rentereform zu machen nach von den zwei Regimer öffentlich oder privat an nur Bemol schwatzen sie davon nach an da das eng Betrug so zum Fall dazu kein anekdotisch Reform das eng anschneidend Reform. Der Minister Serge Wilmes von der Fonction Publique war auch da, weil sie 115 Jahre gefeiert an dort Gelegenheit zu reagieren an war eng Reaktion an der bestande Geschichtskurz zu gehen über den Stohen vom Lützeburger Staat für Sänger Fonction Publique von der hier Gewerkschaften weil ganz interessant ist dat waren net die Antworten die Staatsbeamten erwarten Geschichtskur mir wissen noch immer nicht ob eng Pensionsreform am öffentlichen denkst ausgeschlossen als ich glaube kaum dass sie machen weil du warst den Dach drauf bei OGBL CGB Gewerkschaften schaffen zu summen aber auch CGFP hat auch ganz klar Solidarität doch mal zwei große Gewerkschaften von privaten ausgeschwert weil du ganz gut ist und du musst Regierung ja passen ja ich meine Regierung musst du ganz gut aufpassen also ich war dann effektiv den Nachdruck du bei der OGBL CGB an ich muss so das war schon richtig beeindruckend du waren 1000 Leute also 1000 militante Personaldelegierte die wirklich all der schaffe gehen an Realität von der Erbecht an von der Erbechtsrealität am Alldach gesehen an das war eng Stimmung das war ganz militant an das war ganz engagiert an die Leute die all da schaffen an all da Martine frohe konfrontiert sind die sind auch bereit sich anzusetzen der Tisch schmengen den Startschuss aus für ein Jahr 2025 wo man nach ein ganz rich Erbechtskämpf gesehen an die Werte kommen muss ich so in Regierung leste Gewerkschaft keine andere Schwamme also den das Regierung bis lo fertig sprüht huet das dat wat Gewerkschaften schon Jahrzehnte probieren nämlich eng Einheitsgewerkschaft op zu stellen de facto terrain as du LCGB OGBL militante Gesinne die ze summen für dieselbechte Sach erstoen an Attacken op Gewerkschaften sind enorm sollen hier recht verlehre Kollektivverträge zu verhandeln sonde selbst soll angeführt gehen Mindestlohndirektiv geht illegal ob eng illegal erderweise nicht umgesetzt oder eng illegal erderweise probiert umgesetzt zu gehen das sind alles unheimlich krass Attacken op Gewerkschaften an Gewerkschaften sind am Gang zu mobilisieren an du muss ich gucken ob es an dieser Regierung oder an dieser Majorität nach Leid gehen die so viel Verstand haben für zu sagen so lo muss man ophalen mit denen Dometen die Georges Michaud an Luc Frieden machen wir müssen zurückkommen ob die Erderweis wie man zu Lützeburg funktioniert tun nämlich effektiv an einem Sozialdialog an Sozialdialog nicht da den ICI nennen das mir da man nicht streitet die man den argumentiert dat unerkannt geht dat zwei Parteien sind nämlich op der einerseits Patronat und op der andererseits Salariat an Salariat huet auch recht
für Hierarchien, für ihre soziale Fortschritt zu streiten und zu kämpfen. An den Erbesminister George Michowitsch bis E-Seite schüßt auf Zeit von den Patron gestalt an Schmengen, den muss ich noch ganz wärm und den über die Wand da. Also schmengen, wann den nach gezweifelt hat mit letzte Woche war ja eng Sendung op RTL Radio, wo drei Patronen zu Patronen aus dem Kommerz man den geputtert tun an du ge den eng Richtung het geht, wann hin in de Mikro gëtt an du versteht noch ganz ja dat den Kollektiv hat recht wie wichtig das absolut wie wichtig Gewerkschaften sind wie wichtig ITM wie wichtig recht das weil wann den denen ausgeliefert das wann den eng Frau an nicht schwanger dat geht doch net also ich mein, das war ein ganz gut Beispiel wie wichtig das ja absolut an schon den Background doch heieren ich muss so die war final Mënsche verurcht die Leute gesagt und das wirklich eng Respektlosigkeit par rapport zu denen Leute an ihre Betrieber für sie schaffen ihren Benefis erschaffen mit ihrer Erbeskraft so eng Respektlosigkeit an den ich den wirklich schon lang so an der Dotterform nämlich gesehen wird dann ich muss dann einfach so ich fand RTL spielt am Moment an der Dotterfroh eng relativ dreckig Rolle, wenn ich verschiedene Kommentare durchhören. Ja, geht das vielleicht fast noch an der Gang. Das mag gut sein. Ich meine, Leute sind sich bewusst gehen, was das dafür sind. Die dann du andauernd so sie wären force vive, ne? Sie geben das Land Tränen halen, sie lassen nicht Tränen halen, sie lassen andere für sich schaffen. Ne? Und da schwätzen sie nach dumm über sie. Du kriegst doch. Ja, dann müssen wir weiterführen vielleicht. Oder? Ja. Einfach weiter. Ja. Okay. Lebt. So, David, wir sind noch etwas nicht gewohnt, ne? Dass Uni Lützeburg will es die Prädeskription für Studenten zu verdürbeln. Ja. Was du las? Aber ja, das über Mende gewohnt gehen. Ein Student hat uns auch kontaktiert und so, Freude sitzen sie am Kur. Und dann, ob einmal während dem Kur hat alle Handy geschaltet, weil jeder eine Notifikation kriegt, eine Mail kriegt und darüber stung eben von der Uni, voilà, Lehrstudentinnen und Studenten. Ab dem Wintersemester 25/26, das nächste Jahr, werden Gebühren, die lo op 200 € des Semester sind. Doch schon nicht schlecht das. Verdoppelt ging ganz einfach. Das heißt, pro Semester 400 €, also 800 € pro Jahr für Bachelor, Master, Doktorat und so weiter. Einfach so. Für was? Weil eben Verbesserungen sollen geschehen Niveau von der Uni für die zu finanzieren. Das ist nicht ganz klar, was für eine Verbesserung das sind. Sie zählen ein paar Sachen ab. Da haben wir eben eine Question parlementaire gestellt, ganz einfach. Und das Minister, weil normalerweise also der Conseil de Gouvernance, den das décidiert, das ist nicht die Regierung selber, gibt das Commissaire de Gouvernement beim Conseil de Gouvernance aus, mit war konsultativ. Mit den du wollen wir auch schon wissen, ob den etwas gesagt hat, ob das die Meinung von der Regierung dazu. Und dann, wenn es so wie, dass die Uni mehr Mittel braucht, das kann durchaus der Fall sein, aber ja, dafür geht es alle 5 Jahre gibt ja eine Konvention pluriannuelle zwischen dem Staat und der Uni. An der Staat gibt der Uni eine Dotation, die ist an der Höhe von 230 Millionen so, pro Jahr, weil das schon nicht schlecht ist. Aber wenn sie so brauchen, dann soll der Staat dafür abkommen, sind wir der Meinung, und soll auf jeden Fall sollen Studenten auch noch dafür abkommen. Weil en plus, die Uni, endlich eine Uni zu Lützeburg. Und die Uni zu Lützeburg, am Platz großtrabende, mit dem Blabla zu kommen, wir wollen eine Universität d'Excellence und so weiter. Oh, für was nicht? Aber für dich mal, komm, wir machen Basics. Komm, wir machen eine Uni für die Studenten. Eine Uni, wo auch durabel etwas geschafft wird. Und der Avantage ist, dass viele Studentinnen und Studenten, die vielleicht nicht aus ganz gutem Haus kommen, aber können auf die Uni gehen, weil es ja mehr billig ist, von denen auch zu Lützeburg bleibt. Und Kurse sind noch ganz gut, mit gut Profen und so weiter. Die Qualität ist da auf der Uni, um Belval. Aber wenn es an die Richtung geht, für eben früher mal abzusetzen, dann ist
Ziel komplett verfehlt. Frieden sich, ob sie überhaupt wollen, dass Studenten da studieren gehen. Also, bon. Dafür, bon, wir waren nur auf der Antwort, sie gespannt zu sehen, was da wird geschehen. Mir auf jeden Fall, wenn es dann die Richtung geht, hoffen wir auch, dass Junker, dass Studenten, respektive Studentenorganisationen, dass die auch dagegen kämpfen. Also wie man das Regierung kennen, wird das Regierung alles dafür machen, dass auch die Studenten mal bis auf die Straße gehen. Ja. Dann hatte man die letzte Kehr schon nach froh mit Palästina. Ja. Das war kurz, man eine Motion deposiert in der Chamber für den Staat Palästina anzuerkennen. Wie ist da weitergegangen? Wir haben eine Römenkehr, weil es war ja so, also am Freijahr gab es ja schon eine erste Debatte an der Chamber über die Anerkennung vom Staat Palästina durch Lützeburg. Wir haben schon oft darüber geschwärzt, die Regierung sagt, wir werden nach, wir haben eine Strategie mit anderen Ländern, bla 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 bla. Aber wir gesehen, als immer noch Parlament, und dafür hatte mir eine Heure d'Aktualität gefragt, die dann stattfand am November, wo wir auch eine Motion deposiert haben, mit der Forderung, muss der Staat Palästina unerkannt gehen, die auch gedroht von den Grünen, auch von der LSAP. Und als die Regierung Römenkehr de Xavier Bettel mit 100.000 Argumente, das sind allkeers neue Argumente, oder sie fanden allkeers eine Ursache für es nicht zu machen. Ganz einfach, muss ich einfach sagen. Sie haben noch eine Motion deposiert, Gusti Gras, Präsident der Außenpolitischen Kommission, wo auch der Staat Palästina soll unerkannt gehen, mehr hat so viele Konditionen, sich recht von der Krieg Riveras, etc. Sie so viele Konditionen gebunden gehen, dass man sich nach Schreck noch angegangen sind. Und dass sich die Anerkennung vom Staat Palästina ganz human vom Prozessus wird stattfinden am Platz. Also sie vergessen, dass sich die Anerkennung vom Staat Palästina ein Teil vom Friedensprozess muss sein. Und das wird auch nicht verstehen, sie so, dass ein Kado und Hamas das nicht wollen. Hamas ist nicht zu banzig darüber. Weil den Ding ist ja den, wenn der Staat Palästina unerkannt wird, ja, da geht es den reellen Partner, mit dem man offiziell muss diskutieren. Und das ist die Regierung zu Ramallah. Und das ist eben die Regierung, die bei weitem nicht perfekt ist, von der Fatah. Das ist nicht Hamas. Mit denen müssen sie diskutieren. Mehr wenn sie, wie der weiß, der Mahmoud Abbas ist korrupt und nicht kein Support mehr an der Bevölkerung, das ist ganz klar, es gibt politische Prisonniere. Das sind politische Kadren. Es gibt einen Marwan Barghouti, etc., den höchstwahrscheinlich gibt direkt Präsidentschaftswahl noch gewonnen. Und das wäre ein soliden Partner. Aber ja, voilà. Das heißt, es gibt Lösungen. Swat, die letzte Regierung will den Staat Palästina nicht anerkennen. Das muss ich einfach feststellen. Sie verstoppen sich an faulen Argumenten, aber sie haben den Courage nicht zu sagen, wir wollen den Staat nicht anerkennen. Sie könnten das wenigstens so, und da wäre es klar, da wäre man fixiert, am Platz permanent so zu machen, wie wann wir wirklich wollen. Der Staat Palästina anerkennen, ist nicht wie der Hamas zu schulden. Dadurch, ja. Und das Regierung bestimmt. Das muss ich einfach da feststellen. Ja. Aber dann ist aber noch an der Chamber ein anderes Sujet gehen. Dass ein Industriebetrieb Liberty Steel hecht den ist zu Diedling, den huet mal an der Zeit ArcelorMittal geheiert. Dun huet ArcelorMittal die wunderbare Idee gekriegt, für irgendein anderes Stahlwerk an Italien abzukaufen, mit der Konsequenz, dass die Europäische Kommission gesagt hat, leistet, der gibt so groß, der hat gerade Wettbewerbsverzerrung, da muss da ein anderes Werk aufgehen. Und dafür haben sie dann das Werk zu Diedling verkauft. Und irgendein geckische Finanzier aus Indien, Gupta, herstehen, den überhaupt nicht mit seriöser Industriepolitik zu dienen hat, an den hat das Werk einfach verkommen lost. Und es war ganz lange Zeit nicht bereit, daran zu investieren oder zu verkaufen. Bon, da waren aber die Leute, die da geschafft haben, die haben auf irgendeine bizarre Weise dann einfach nach deelweis ihre Salär weiterkriegt, obwohl sie nicht mehr viel zu dienen hatte, weil das Werk außer Betrieb war. Und das ist dann über Jahre so gegangen. Und bis da effektiv einfach Fait geschwärzt ging es, von denen ursprünglich 250 Leute sind da Haut nach 150 da. Da muss ein Sozialplan negoziert gehen, also was für die betroffenen Leute gerade am Dezember evidenterweise schrecklich ist, und die letzten 2 Monate kein Salär kriegt, die sind für Bayern hanne wieder.
an du an der Kommission den Ökonomieminister Dr geschwert eng Idee opgegraft, die schon mal lang am Raum stung, an die auch bei anderen Betrieber schon gemäht gehen hast, zum Beispiel bei der Cargolux, dass der Lützebauer Staat für ein Kurzzeit Repreneur gött vom Werk, das nennt den Portage, also wie auch nicht direkt Lützebauer Staat gewesen, mehr das ein CI, das ein Lützebauer staatliche Investitionsbank, die wäre für Kurzzeit Repreneur gewesen. An die wären dann noch die gewesen, die wirklich geguckt hätten, was als ein industrieller Partner die Sinn mischt, wo du auf der einen Seite Salarien wirklich an gerettet hast, am Mathe Salarien noch den Know-how vom Betreiber von der Maschinen. Ne? Wenn die alle gut losgehen, und das ist ein anderer Repreneur, die könnt man, die fängt dann an, Leute zu sichern. Ne? Für alles dazu hun der Tisch, dass der Staat eine aktiv Ökonomiespolitik möchte. Der Staat als ein Akteur von der Ökonomie. Du kannst dir vorstellen, wie ausgegangen ist, schon dem liberalen Wirtschaftsminister Lex Dallas hat gesagt, er hat mir schon geguckt, wie wann ich vom Mond kommen, er gesagt, nee, der Staat möchte sich nicht an die Ökonomie an, der hat mich das ist ein Feit, der hat mich der Kurator. Und ich meine, dass der Teil aber ein gutes Beispiel gewesen wäre, wo du kannst sagen, wo der Staat Verantwortung überhält, am Interesse von den Leuten, am Interesse vom Tissu industriell, den wir hier am Land tun, an dem wir unbedingt doch weiterhalten. Und das sind gerade die liberalen Ökonomisten, die so Ideen unmöglich machen. Ja. Was schlagen Sie dafür? Was für eine Politik wollen Sie dann machen? Einfach nur gucken. Das ist genau das, was am Moment lebt. Sie gucken am Moment einfach nur, was da geschieht. Der Kurator soll da gucken, ob er findet oder ob er nicht findet. Den Arbeitsminister Mol eng Keier seht kreischt Krokodilstränen seht guckt lo extra nur dene Leid an Breze an wie se der lo ihre Showmerge am besten organisieren an du hast eng Solution die so einfach gewircht wäre und die sie einfach refusieren das unmöglich. Wenn wir schon bei Unmöglichkeiten sehen, du bist Member von der Spezialkommission Caritas. Tja. Ja. Wie geht es da weiter? Also, weiter gehen, hast viel gesagt, du hast Lommel recht angefangen. Also, am Anfang war es schon so, dass CSV dann Präsident von der Kommission genannt hat, und du hast den dann abgefallen, den hat den Konflikt d'intérêt, und du hast dann eine Zeit gedauert, du hast eine neue Präsidentin gewählt, und du hast eine Zeit gedauert, und war dann recht für dich, wo die Kommission die erste Kehr kommt, Leute lauschen. Und die ersten Leute, die wir gelauscht haben, das war den Parquet, und do vun Parquet auch eng speziell Cellule de renseignement financier hecht die sich allem Finanzkriminalität bekümmert mun erklärt krit wéi froh du Präsident dat das amment die Haupthypothese diese verfollechen wie dat funktioniert dat immens sophistikiert man könne pu frohe stellen an dat wat mch am meeschten do schockéiert huet dat sie so ein ja me sie 4 Bayern nach wieder als fehlen Ermittler Generalstaatsanwältin Martin Solowjew huet gesot man brächte mindestens eng Verdöbelung vun den Ermittler fir einfach die Lavendfall können och nimmen Usatzweis unzugoen. Du musst dir dat vorstellen ne? Und der berühmter dichter Finanzplatz Lützeburg op der Assuranceplatz wo tausenden Milliarden Euro gelagert sind transitiert gin verwirtschaft gin op der Finanzplatz Lützeburg breichste eng Verdürbelung vun den Enqueteure wat Finanzkriminalität ugeht fir allein die Lavendsachen können not go an. Ich mein, das so ein riesen strukturelle Problem den das Land huet. Afir werd dann viel Finanzkriminalitätsfall net opgeklärt gin, einfach klasseiert gin. Der Techt wannst du Finanzkriminelle was komme Plitzeburg, weil du wees mir hun net genug Enqueteure fir der Schliche zu kommen. Da das dramatisch. Verstehen mir hun aber die große Chance als Lützeburger geniale Premierminister zu den war eng Zeit Justizminister war, den noch Finanzminister war. Und das net neu, dass man an dem Sektor ein Problem hun net genug Leid tun. Und das genau der Premierminister, den du no der Caritas aufschafft, denen total all Responsabilität für sich aufgeht, aber hin und eng politische Responsabilität. Ja, justement, was danke, du gehst dann so weiter. Also das wirklich ganz komisch, dass du nie gehandelt hast, weil das ja nichts Neues, dass zu Lützeburg an der Finanzkriminalität nicht genug Enqueteuren da sind. Ich mengen
den Luc Frieden hat wahrscheinlich so viel zu den konnte ja nicht überall sind nicht alles gesehen möchte das bestimmt ja an fir Drnen as eng Liewe Joch bei der Deutsche Bank geschafft TT kennt de Milllo net weiter so gut duffer kennten se sto anscheinend net so aus also, Chauffeur, ja also Witz op der seit dat de Luc Frieden Premierminister vu Lützeburg ass dat ass wirklich de Bock zum Gärtner gemäht. An demsinn Schein an Gerosam feiert Dich und ihrch all als Slave Nolächterinnen an Nolächtrer. Dat schneide mal.